Für Fleins können muss Licht sein, dafür haben Fullen die Hautlewen kein Zahn mehr. Das ist ein kleines Problem für Eilen und Greifvullen, die beispielsweise Mais oder kleine Fullen essen, weil sie müssen hier diese erste ganz aufschlecken. Und die gehen immer am Kopf nur 4 aufgeschleckt. Beispielsweise wichtig, dass bei einem Reiher, wenn der ein Fisch isst, den muss man am Kopf nur 4 aufschlecken, dass er nicht am Hals stehen bleibt. Aber ja, die Eilen und die Greifvullen, noch Reiheren, die haben eine relativ sehr Verdauung, das heißt, die Sache ganz sehr verdaut. Und alles, was sie nicht verdaut kriegen, das wird rausgekatzt. Und das heißt, auf Lützeburgisch Eilekatz. Just dat Greifvullen machen Katzensachen raus, Reieren, sogar Rotbrüstsche Katzensachen raus. An andere Sprachen schwätzen do auf Deutsch von Gewölle, auf Französisch von Pelote de Rejection. Wenn wir uns den Eilekatz, also den von den Eilen, mehr genau angucken, wenn wir den untersuchen, da finden wir ganz viele Schanken, weil die Eilen haben keine immens starke Mosaie, da gehen Schanken nicht verdaut, beispielsweise bei einem Bus gehen Schanken verdaut. Aber wenn ihr die Schanken sich anguckt, da kann ihr herausfinden, was für eine Maus da genau gießt. Für Wissenschaftler ist es ganz oft interessant, Eilekatzen zu sammeln. Und ihr wollt wissen, was für eine Maus an einer Gegend lebt, ist es mehr einfach, Eilekatzen zu sammeln, wie zu probieren, Mais mit Fellen zu fangen, was nicht immer klappt. Also proposiere ich euch eine Flottaktivität, wenn euch daheim langweilt. Guckt euch ganz einfach die Fullen bei euch am Garten an und guckt besonders genau auf ihre Schnürvel. Weil da fand ganz viel raus. Was fand raus? Mir ganz einfach, was essen die Kadetten. Wenn ich mir sie hier angucken, die Kistenknäpchen, den richtig soliden, dicken Schnürvel, die kann du mit der allmählich Kerne knacken, die kann sogar eine Kiste mit der locker knacken. Man hat den Spircht gucken, den hat ein bisschen langen, auch einen soliden Schnürvel, die wisst, Spirchten, die haben einen Lächer an Beam, einerseits für sich eng Hiel zu meeselen, wo sie können hier eher dran lehnen, und andererseits aber auch mit Kleinlächer, wo sie da probieren, Morden, die nach der schwölfenden Beam sitzen, zu fangen. Oder den Eisvogel, den hat auch einen ganz langen Schnürvel, den kann aber mit der nicht klappen, mit dem fängt er mit der Fisch, den auch ganz aufschlägt, und natürlich mit dem Kopf noch 4. Oder wenn man flotte Kadetto gucken, das ist den Flamingo. Nächsten Blick seid ihr nicht so richtig, was dem man seinem Schnürvel kann machen. Mit dem sein Schnürvel funktioniert ein bisschen wie ein Filter. Das heißt, den hält Wasser an den Schnürvel, und die möchte Schnürvel dann so, und dann läuft Wasser auf der Seite raus. Und alles, was so am Wasser schwimmt, das schlägt ihn auf. Das sind dann hauptsächlich Algen oder kleine Krebse. Und interessant ist beim Flamingo, sind schön-rot Farbe, die kriegen durch Farbstoffe, die aus seinem Ersten sind. Das heißt, wenn aus seinem Ersten keine Farbstoffe wären, dann wären sie echter grolzig anstatt so schön rosa-rotlich. Dafür wird an Zonen Pigmente an Wasser gemacht, für das Flamingo hier schön Farbe behalten. Und dann habt ihr auch an ihrem Garten gesehen, dass sie da Fullen, die ganz dünne Schnürvel haben. Ein ganz dünne Schnürvel, da kann ich keine Kerne knacken, aber da kann ich just Insekten damit fangen, für die zu essen. Das heißt, wenn ich den Schnürvel anguckt, wisst ihr schon ganz viel über die Fullen, die da draußen in der Natur sind. Fullen, die sind deutlich besser wie mir. Und ich habe die kleinen Fallen aus Amerika holen, denen ist hauptsächlich Insekten. An denen gesagt ein Insekt von 2–3 mm auf einer Distanz von 15 Meter. Da sieht mir ziemlich schlecht aus, weil auf die Distanz sehen wir mal die Insekten nicht. En plus sind die Fullen nach am Ultraviolett. Ultraviolett ist die Luft, die von der Sonne kommt. Beispielsweise der Piss von der Mais, die reflektiert am Ultraviolett an den Turmfalleck. Falleck, den bei uns gibt, die ganz viel Mais frisst, die fliegt an die Pissspuren von den Mais noch und findet da so eine Maus, die ihn da kann essen. Fullen haben keine Ohrmuscheln wie wir die haben, aber sie hören trotzdem ganz gut. Für ein Beispiel zu gehen, Eilen, die gehen mit den Ohren auf die Schuhe, das heißt nur 20 Stück Deich, das sehen sie hier meist nicht. Und wie das hier Ohrlöcher um den Kopf versetzen, kommen die Geräusche, die die Maus möchte, auch nicht zur selben Zeit an. Und damit kann Teil dann herausfinden, wo genau die Maus ist, für sie dann fangen zu gehen. In Südamerika gibt es eine Fullenzucht, die heißt Guacharo, und die lebt an Hirlen. An den Hirlen ist natürlich stark dichter, und die muss da seinen Nachtstrom fangen. Und für sich zu orientieren, möchten dasselbe wie die Fledermaus. Das heißt, die rift ganz hart an die Schallwellen kommen zurück bei seinen Ohren, und dadurch kann er seine Nester fangen. Aber just am Gegensatz zu der Fledermaus hören wir die Geräusche vom Guacharo.
Verschiedene Fullen riechen ganz gut. Einer von denen ist der Kiwi, den ist nutzaktiv, der lebt in Neuseeland, den ist so warm. An einem Zoo forscher Experimente gemacht, sind 2 Emer geholt, an dem einen Emer war just Boden und an dem anderen Emer war Boden auch warm dran. Und dann sind die Kiwi an den Käfig gestellt und dann sind Kiwi bei die Emer schnuffeln gegangen. Und sie haben dann just an dem Emer gewollt, wo die warm drauf war. Und das weist ja ganz klar, dass sie die warm Geruch haben, weil sie konnten sie nicht gesehen. An der Natur und Forscher sogar auch schon in Neuseeland Kiwi begegnet, die blond waren, die aber nach topfit waren. Das heißt, der Kiwi die benutzt den praktisch nicht mehr, auch an der nördlichen Seite sowieso nicht gut am. Andere Fullen, die gut riechen, sind Sturmschmurveln. Die essen Algen an hauptsächlich kleinen Krebsen. Wenn die kleinen Krebsen Algen essen, entstehen Schwefelverbindungen, die Fullen, die Sturmfullen können auf 25 Kilometer riechen. Für ein Beispiel zu geben, wie weit das ist, wenn ich hier am Grund für ein Naturmuseum stehe, gebe ich riechen, weil Leute zu Ettelbrück grillen.